Schweizer Musik. Caroline Chauvin. Oh dear me. Oh dear, am Freitag immer im Studio der Fabian Unterreger. Der sieht das live auf SF2. Der Mann ist hier. Der Mann und seine Stimme. Es geht darum, dass mir das, was in der Woche passiert ist, wieder so einordnet, dass man zuletzt Ende der Woche kann sagen, jetzt habe ich es verstanden. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Böses Blut hat es diese Woche zwischen der Freundin vom verstorbenen Gotthard-Sänger Steve Lee und der Band. Die Witwe Balzarini Voss findet es nämlich nicht ironisch, dass man sie über einen neuen Gotthard-Sänger gar nicht informiert hat. Recherche in dieser brisanten Sache vom Weltwochenchef Roger Köppel. Gut, Gotthard ist eine Band, die Musik macht. Um was geht's? Die Wut von der Steve Lee-Witwe ist nachvollziehbar und absolut richtig. Genau so hat sich auch der Christoph Blocher nach der Abwahl gefühlt, wo er vom verlogenen Parlament hintergangen worden ist. Was es jetzt braucht in dem Konflikt ist eine Alternative. Wie ein Vorschlag für die Steve Lee-Nachfolge, der Christoph Mörgeli. Gotthard ist ja eine Tessiner Band, die Musik macht. Gerade im Süden, auch dem Gotthard, geht darum, den neuen Sänger zu reden, der FDP-Präsident Fulvio Pelli. Wir Tessiner sind endlich glücklich, forderten wir doch schon lange eine zweite Gottarder Röhre. Und bleiben wir politisch. Der Bundesrat will Spionagecomputer erlauben, für das man Kriminelle überwachen kann. Der SP-Präsident Christian Lefray ist begeistert von diesem staatlichen Engagement. Ja, das ist der beste Service public. 24 Stunden direkte Verbindung zu einem Beamten in der Verwaltung. Aber sofort brauchen wir keine Abstimmungen und Wahlen mehr. Der Staat weiß schon vorher, was die Leute machen. Und wenn der Roger Köppel ja schon mal hier ist in dieser Frage, fragen wir doch noch schnell hin, ist das Problem, wäre das für euch ein Problem, wenn der Staat euren Computer könnte ausspionieren? Der demokratische Staat darf grundsätzlich nicht auf Dokumente vom rechtschaffenen Bürger zugreifen. Aber die Tatsache ist doch die, keine Regel ohne Ausnahme. So ist wenigstens jemand ausserhalb von der SVP die Weltwoche. Und noch ins Ausland, in Libyen haben die Rebellen der Gaddafi-Sohn Saif al-Islam verhaftet, der Jean Ziegler, unser Politsoziologe, gewohnt empört. Ich bin erschüttert. Wo ich vor 4 Jahren den Muammar al-Gaddafi besucht habe, ist der Saif noch ein kleiner Gil gsi. Ich habe ihm selber Geissermilch geschöppelt. Und wenn der Gerichtshof zu Den Haag einverstanden ist, mache ich das gern wieder. Was für eine herzerwärmende Idee da vom Jean Ziegler. Und, ich wollte auch noch etwas dazu beisteuern. Morgen bei Schweber. Ja, guten Morgen, oder? Ich kann jetzt zufällig schon rauswägen. Mir ist die Geschichte vom Saif al-Islam auch ein bisschen ans Herz gegangen, oder? Ich habe schon spontan noch ein Lied eingegeben, oder? Der Saif al-Islam von Ilhamma hat mal am Morgen früher im Pyjama in der Strasse von der Moschee 2 schöne Rebellen gesehen. Das ist der Anfang von seinem Drama. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.